Mein Name ist Oliver Weihrauch, ich bin Rechtsanwalt und Leiter des Fachbereichs Vergaberecht bei Kassel Nock Anwälte und sitze am Standort in Bonn. Dieses Webinar startet live aus meinem Büro in Bonn. Es ist ein erster Versuch. Ich versuche deutlich zu sprechen. Ich hoffe, dass Sie mich gut empfangen können. Wer schon mal an einem Webinar teilgenommen hat, der kennt die ganze Umgebung, in der er sich jetzt befindet, diesen Arbeitsraum, den Webinarraum. Wer noch nicht teilgenommen hat, den erkläre ich das kurz einmal. Sie finden als Benutzer auf dem Hauptfeld die Präsentation, zu der ich Ihnen etwas erzählen werde. Sie finden dann auf der linken Seite unter dem Teilnehmerfeld einen Button. Ich klicke hier mal auf. Da können Sie mir kurze Handzeichen geben, sich melden, wenn Sie etwas sagen möchten. Zustimmungsbutton gibt es dort, Ablehnungsbutton gibt es. Sie können insbesondere sagen, dass ich lauter sprechen soll oder leiser sprechen soll. Wenn ich jetzt mal hier auf meine Konsole schaue, die unterscheidet sich etwas von Ihrer. Die Tonverbindung wird mir signalisiert, ist hervorragend. Videoverbindung funktioniert ebenfalls. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Wenn Sie vielleicht mal ein kurzes Handzeichen geben können im Chat, ob Sie mich erfahren können. Das ist dann unterhalb des Teilnehmerfeldes, das finden Sie im Chatfenster, wo Sie mir Nachrichten geben können. Sie können sich auch, wenn Sie mir ein Handzeichen geben, dann kann ich Sie auch freischalten, damit Sie mit dem Ton zu mir kommen können. Das war eine Sache. Dieses Format Vergaberechtsfrühstück soll in ganz lockerer Atmosphäre Sie über die aktuellen Themen zum Vergaberecht informieren, kostenlos selbstverständlich. Großen Wert lege ich auf Aktualität. Ja, wunderbar. Die Verständlichkeit ist ausreichend, aber teilweise etwas undeutlich. Das ist mein persönliches Problem. Geben Sie zu, danke für den Hinweis, Herr Beck. Meine Sekretärin sagt auch immer, wenn ich etwas diktiere, dass ich nuschel. Ich versuche also jetzt ganz besonders deutlich zu sprechen, deutlich und langsam. Gut, also klar, die Hinweise sind angekommen. Ich freue mich, dass Sie aktiv reagieren. Ich versuche deutlich zu sprechen. Vielleicht nehme ich beim nächsten Mal doch ein vernünftiges Headset. Das sieht zwar doof aus mit diesem Puscheln auf dem Ohr, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht. Zurück zu dem Format Vergaberechtsfrühstück. Ich bin nicht der Erfinder dieses Formats. Der Erfinder ist quasi der Professor, jetzt will ich mir sagen, der Professor an einer Universität in Bochum, wo ich auch teilweise unterrichtet habe. Der hat es dann Law and Breakfast genannt. Dieses Law and Breakfast war sehr erfolgreich, man musste allerdings immer dorthin fahren. Und ich habe mir gedacht, es ist noch viel sinnvoller, wenn man sich das im ganzen Bundesgebiet hinzuschalten kann, um zu erfahren, was es aktuell zur Vergabe gibt. Ich selbst kann das Webinar auch von überall halten, wo ich eine stabile Internetverbindung habe. Sie selbst können per Smartphone teilnehmen, selbst wenn Sie im Auto im Stau sind. So, genug der Informationen, kommen wir zurück zum Mindestlohn. Das möchte ich Sie auf eine ganz besondere Sache hinweisen. Sie sehen jetzt hier auf diesem Bildschirm, dass ich dort Facebook erwähnt habe. Ich bin ein großer Fan von Facebook und habe auf Facebook eine Vergaberechtsgruppe eingerichtet. Die nennt sich einfach Vergaberechtsfrühstück. Wenn Sie das Suchfeld bei Facebook eingeben, finden Sie das Vergaberechtsfrühstück. Dort werde ich auch die Aufzeichnung dieses Webinars ausstellen. Sie können sich das dann jeder nochmal anschauen und Sie können auch mitdiskutieren. Wenn Ihnen später Fragen einfallen, die Sie jetzt nicht gestellt haben, gehen Sie einfach auf Facebook. Ich schalte jeden frei in der Gruppe, der Webinar teilgenommen hat. Und dann können wir dort miteinander diskutieren oder Sie können sich einfach nochmal informieren. Fangen wir einfach jetzt mal an mit dem Thema Mindestlohn. Eigentlich ist das ja ein Thema, wo man sagen müsste, dass da gibt es nichts Neues mehr zu dem Thema. Der Europäische Gerichtshof hat in einer Entscheidung vom 17. November letzten Jahres ganz klar gesagt, die öffentliche Hand darf Vergaben von Aufträgen davon abhängig machen, dass Unternehmen den Mindestlohn zahlen. Und Bieter, die das ablehnen, können das vom Vergabeverfahren ausgewiesen werden. Ich habe das einfach mal, damit es jetzt nicht zu juristisch wird, habe ich den Leitsatz, die der Spiegel Online zutreffend formuliert hat, hier gepostet. Aber das ist ja nicht alles. Ich bin so auf das Thema Mindestlohn gekommen, als ich nach dem
Thema für die Premiere dieses Webinars besucht habe, als ich diese Entscheidung des OLG Düsseldorf hier gesehen habe, die zwar vom Juli letzten Jahres kommt, aber doch etwas abweicht von dem, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat, aber oder scheint davon abzuweichen. Darum habe ich mir gedacht, damit du nicht ein gesundes Halbwissen hast, arbeitest du einfach mal näher in das Thema ein. Das OLG Düsseldorf hat gesagt, die Verpflichtungserklärung zur Zahlung des Mindestlohns als Eignungsnachweis ist unzulässig. Nochmal zurück, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat. Die öffentliche Hand darf Vergabe von Aufträgen davon abhängig machen, dass Unternehmen den Mindestlohn zahlen. Ja, was denn nun? Darf die Vergabe von Aufträgen davon abhängig gemacht werden, dass der Mindestlohn gezahlt wird und dürfen Güter, die das nicht wollen, ausgeschlossen werden? Oder müssen müssen ausgeschlossen werden. Na, da werde ich mal nachschauen. Können ausgeschlossen werden, müssen ausgeschlossen werden, wahrscheinlich steht es oder müssen. Dann hat das Spiel das nicht richtig wiedergeben. Ich werde auf Facebook das dann nochmal posten, dann mache ich dann so ein Review, ein Faktencheck, wie das modernerweise heißt. Die haben natürlich recht. Es kann durchaus sein, dass in dem Originalurteil steht, die müssen ausgeschlossen werden. Das wäre logisch. Wenn man jetzt aber die beiden Entscheidungen vergleicht, OLG Düsseldorf und der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, dann sieht man, dass es kein Widerspruch ist. Das OLG Düsseldorf hat sich mit der Frage beschäftigt, wie ist es denn, wenn die Zahlung des Mindestlohns als Eignungsnachweis vom Auftraggeber verlangt wird? Und als Eignungsnachweis, als das OLG Düsseldorf gesagt, ist das unzulässig. Da kommt aber jetzt noch der Praxishinweis auf meiner Seite. Das OLG Düsseldorf hat allerdings völlig zutreffend gesagt, selbst wenn das vergaberechtlich unzulässig ist und es wird ein Vertrag beschlossen, in dem drin steht, du bist zur Zahlung des Mindestlohns verpflichtet, das bleibt wirksam. Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Kernbekenntnisentscheidung hat immer gesagt, dass vergaberechtlich fehlerhafte Verträge vertragsrechtlich wirksam werden. So, jetzt warum bin ich noch bei dem Thema Mindestlohn recht relevant? Es gibt eine ganz wichtige andere Entscheidung, das zum Tarif- und Vertragsgesetz, Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen. Da stellt nämlich das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Frage, ob die Tariftreueregelung verfassungswidrig ist. Und hat diese Frage dem Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen zur Entscheidung vorgelegt. Und zwar mit folgender und doch rechtlich sehr interessanten Argumentation. Spätestens seitdem das bundesrechtliche Mindestlohngesetz Dumpinglöhne verhindert, kann das Ziel des Tarif- und Vergabegesetzes in Nordrhein-Westfalen, nämlich ein über den Mindestlohn angesiedeltes Entgeltniveau im öffentlichen Personal ÖPNV vorzugeben, nicht mehr als verfassungsrechtlich gerechtfertigt gesehen werden. Das ist eine durchaus interessante Argumentation. Ich vermute mal, dass der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen zu dem Ergebnis kommen wird, ja, das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat recht. Diese Tariftreueregelung ist verfassungswidrig. Das ist eine Vermutung. Aber schauen wir uns, damit wir nicht zu viel Halbwissen haben, schauen wir uns doch mal genauer an, was der Europäische Gerichtshof zu dem Thema gesagt hat. Es ging bei der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes um die Vergabe von Postdienstleistungen, und zwar in einem Zweijahresvertrag ab 2013. Wir haben eine Vergabedisziplinaten, also ganz fit in der Thematik, haben ausgeschrieben und haben dann eben verlangt, dass der Postdienstleister die Mindesttariflöhne zahlt. Es gab keine einschlägigen Tarif nach dem Landestarifsteuergesetz Rheinland-Pfalz die Mindestlöhne zahlt. Es gab keinen einschlägigen Tarifvertrag über den Mindestlohn in diesem Bereich. Das Landestarifsteuergesetz Rheinland-Pfalz in dem Zeitraum, der hier interessant ist, sah einen Mindestlohn von 8,70 € vor. Das Mindestlohngesetz des Bundes, das gilt erst ab 1.1.2015, das galt also noch nicht. Das hat dazu geführt, dass das OLG Koblenz diese Rechtsfrage dem Europäischen Gerichtshof zum sogenannten Vorabentscheidung vorgelegt hat.
Und das OLG und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die Mindestentgeltverpflichtung ist eine zusätzliche Bedingung für die Ausführung des Auftrags als ein sozialer Aspekt. Und diese sozialen Aspekte sind in dem neuen Vergaberecht oder im aktuell geltenden Vergaberecht durchaus zulässig. Der Professor Burgi, der Name fiel mir gerade nicht ein, der Professor Burgi von der Uni in München, das immer jetzt so schön ausdrückt, wir haben eigentlich gar keine vergabefremden Aspekte mehr, sondern das, was man früher vergabefremde Aspekte sind, die sozialen Aspekte, die sind ausdrücklich zugelassen in vielfältigen Arten und Weisen. Der Europäische Gerichtshof hat auch noch weiter gesagt, diese Mindestentgeltverpflichtung ist eine verbotene Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs. Der Artikel 56 des Ausführungsvertrages, EU-Vertrag, will einen freien Dienstleistungsverkehr und in diese Regelung greift die Mindestentgeltregelung ein, beschränkt sie also. Aber, hat auch gleichzeitig gesagt, diese Einschränkung ist durch das damit verfolgte Ziel des Arbeitnehmerschutzes gerechtfertigt. Das führt dazu, dass insgesamt, wie der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dieser soziale Aspekt berücksichtigt, verlangt werden darf vom Auftraggeber und Unternehmen, die sich weigern, den Mindestlohn zu zahlen, ausgeschlossen werden können. So habe ich es formuliert. Wahrscheinlich haben die Rechtfertiger, ich prüfe das nochmal nach, dass sie ausgeschlossen werden müssen. Das werde ich auf Facebook dann veröffentlichen. Aus anderen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes wissen wir auch, dass Mindestentgeltverpflichtungen allgemein und branchenunabhängig sein dürfen. Sie dürfen nicht nur auf eine spezielle Branche zustellen. Sie muss erforderlich sein, um ein Mindestmaß an sozialem Schutz zu gewährleisten. Das heißt, es darf keine anderen Gesetze geben, die einen niedrigeren Mindestlohn vorsehen. Das ist noch nicht ganz ausgepasst, ob das so ist. Es gibt Entscheidungen einer Vergabekammer, da werde ich gleich noch. Aber ich denke, wenn man sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes hält, dass ein Mindestmaß an sozialem Schutz gewährleistet sein muss, um das Recht der freien Dienstleistungen nach Artikel 56 AEUV einzuschränken, dass man nicht sagen kann, der Auftraggeber kann über einem anderen gesetzlichen Mindestlohn liegendes Entgelt verlangen, denn das würde das Mindestmaß an sozialem Schutz nicht sichern, sondern überbeanspruchen. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Ich habe jetzt also nochmal kurz versucht gegenüberzustellen, was hat denn das OLG Düsseldorf gesagt, was hat der Europäische Gerichtshof gesagt. Und wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund nochmal schauen, wie sich das miteinander verhält, muss man sagen, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der Mindestlohn verlangt werden kann. Der OLG Düsseldorf hat dem nicht widersprochen, sondern hat gesagt, nur als Eignungsnachweis ist es unzulässig. Wir können also an dieser Entscheidung des OLG Düsseldorf einen Haken dran machen. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat argumentiert, dass durch einen über den gesetzlichen Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz liegenden Lohn in die Tariffreiheit eingegriffen wird und dass das nicht erforderlich ist. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran, ob das alles so richtig ist. Ich denke schon, aber da wird der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen noch drüber entscheiden. Bin ich gespannt drauf. Vielleicht werde ich in einem der nächsten Vergaberechtsfrühstücke darüber berichten. Folgerungen für die Praxis sind ja auch immer ganz wichtig. Das Mindestlohngesetz ist nach meiner Auffassung verdrängt die höheren Mindestlohngesetze der Bundesländer. Die Vergabekammer Rheinland-Pfalz sieht das in einer, muss man schon sagen, jüngeren Entscheidung noch anders. Aber der Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen wird über diese ähnlich gelagerte Rechtsfrage noch entscheiden. Was ist noch wichtig für die Praxis? Eine Entscheidung des Kammergerichts in Berlin möchte ich darauf hinweisen. Der Auftraggeber muss nämlich den einschlägigen Tariflohn nennen. Eine Ausschreibung ist intransparent, hat er gesagt, wenn nicht selbst den maßgeblichen Tarif oder Mindestlohn nennt.
Es gibt nur diese eine Entscheidung. Ich kenne aus parallelen vergaberechtlichen Problemen, nämlich aus dem Architekten- oder Ingenieurrecht, auch immer wieder die Rechtsprechung, dass der Auftraggeber sagen muss, welche Honorarzone die Honorare zu kalkulieren sind. Das ist so eine ähnliche ja, viele Gerichte verlangen von dem Auftraggeber ein Höchstmaß an Transparenz und dass er dann eben auch die einschlägigen Honorarzonen bei der Architekten oder hier die Tariflöhne nennen muss. Halte ich für durchaus sinnvoll. Wer in Berlin die Ausschreibung bewirbt, hat sogar einen Rechtsanspruch auf, wie das Kammergericht hier festgestellt hat. Nächste Praxishinweis, der immer noch relevant bleibt. Sie kennen das aus den älteren Entscheidungen wahrscheinlich. Es gibt keine Verpflichtung zur Zahlung des deutschen Mindestlohns, wenn der Bieter eines öffentlichen Auftrages nur mit Arbeitnehmern eines Nachunternehmers mit Sitz im EU-Ausland ausführt. Der Europäische Gerichtshof hat das im September 2014 so entschieden. Das war der Fall, dass ein Nachunternehmer, sein Bieter mit einem Nachunternehmer in Polen arbeitet und dort gilt selbstverständlich das deutsche Mindestlohn nicht. Und dann kann auch der öffentliche Auftraggeber nicht verlangen, dass der Mindestlohn gezahlt wird. So der Europäische Gerichtshof. Dies alles war ein kurzer Streifzug zu dem, was den Mindestlohn anbetrifft. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass das Vergaberechtsfrühstück eine Viertelstunde dauern soll, vielleicht eine halbe Stunde, wenn weitere Fragen kommen. Die eine Frage, die noch offen ist, ob in dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes müssen oder können steht, werde ich noch klären. Und nochmal den Hinweis, dass Sie die weiteren Informationen und auch das Video dieses Seminars auf der Vergaberechtsfrühstück-Gruppe in Facebook finden können. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie dabei waren. Wenn jetzt noch Fragen sind, stellen Sie die kurz im Chat oder später auf Facebook. Herzlichen Dank und wenn es Ihnen gefallen hat, sehen wir uns nächste Woche am 18. Januar wieder. Das Thema weiß ich noch nicht. Ich versuche ein ganz aktuelles Thema zu finden. Sie alle bekommen eine Einladung zum Vergaberechtsfrühstück. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen.